Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass ich heute hier in Essen zum 1. Mai die Rede bei euch halten darf. Ich freue mich auch, dass trotz der Osterferien so viele hier auf den Kennedyplatz gefunden haben. Und mein besonderer Gruß gilt den hier vor der Bühne angeketteten Arbeitssklaven. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass nicht nur sie ihre Ketten verlieren, sondern auch die vielen anderen prekär Beschäftigten in diesem Lande, Kolleginnen und Kollegen. Kolleginnen und Kollegen, 2010 war das Jahr, in dem das Ruhrgebiet die Kulturhauptstadt war. Seit gestern Nachmittag wissen wir, dass das Jahr 2011 das Jahr sein wird, in dem das Ruhrgebiet die Fußballhauptstadt in diesem Lande sein wird, weil beide Titel mit Sicherheit im Ruhrgebiet landen werden. Und für RWE sind es auch nur noch 3 Aufstiegsfeiern, bis das Ziel erreicht ist. Aber, Kolleginnen und Kollegen, es gibt nicht nur Grund zur Freude. Wir leben in einer Zeit tiefgreifender Veränderungen, kriegerischer Auseinandersetzungen an vielen Stellen in dieser Welt, Klimaveränderung, Naturkatastrophen und Katastrophen von Menschen gemacht. Unser Mitgefühl und unsere Solidarität gelten den Menschen in Japan, denen, die durch die Naturkatastrophen ihre Angehörigen verloren haben oder sie noch vermissen, und denjenigen, die zu Tausenden in Notunterkünften leben müssen, ohne zu wissen, ob sie jemals ihre Heimat zurückbekommen. Im Nebel unklarer und widersprüchlicher Informationen der Betreibergesellschaft und der Behörden zeigt sich mehr und mehr die Schreckensvision eines atomaren Unglücks, das langsam, aber unaufhaltsam die Region im Norden Tokios für immer unbewohnbar machen wird. Zugleich ist an dem, was da passiert ist, deutlich und dramatisch vor Augen geführt worden. Es ist ein bisschen windig hier oben. Sorry. Vor Augen geführt worden, dass Dinge, die eine Halbwertszeit von 30.000 Jahren haben, eine sehr gute Rückversicherung brauchen und dass es diese Rückversicherung nicht gibt. Das ist auch der Bezugspunkt, vor dessen Hintergrund jetzt die Diskussion um die Zukunft der Atomenergie in der Bundesrepublik zurückgekehrt ist und einen enormen Schub bekommen hat. Wobei interessant ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die Stilllegung von 7 Atomkraftwerken praktisch ohne Auswirkungen auf die Stromversorgung geblieben ist. Die Lichter sind nicht ausgegangen, obwohl man uns für den Fall, dass Atomkraftwerke vom Netz genommen werden, jahrzehntelang das Gegenteil prophezeit hat. Und noch etwas anderes, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist aus meiner Sicht klar geworden. Das, was die Bundesregierung da macht, dieses Moratorium, den Betrieb der ältesten Atommeiler für 3 Monate stillzulegen, hat im Kern sehr viel Populismus. Denn entweder die Atomkraftwerke waren auch in der Vergangenheit schon so sicher, wie die Bundesregierung immer behauptet hat, dann gibt es keinen Grund für die Kehrtwende in der Atompolitik und keinen Grund für die Stilllegung der Meiler. Oder sie waren auch schon bisher nicht gegen extreme Ereignisse gesichert und die Bundesregierung hat das, was sie als Laufzeitverlängerung beschlossen hat, mutwillig ignoriert. In beiden Fällen gilt, dass wir es mit einer schlechten Regierungsarbeit und einer schlechten Regierung zu tun haben. So oder so, Kolleginnen und Kollegen. Klar ist aber auch geworden, dass die Atomenergie als Brückentechnologie nicht taugt und dass die Konsequenz daraus nur lauten kann, dass wir noch diese neue Generation an Kohlenkraftwerken, die jetzt im Bau und Planung ist, wo immer möglich Kraft-Wärme-Kopplung plus Gaskraftwerke für die Übergangszeit im Ausstiegsprozess aus der Atomenergie brauchen. Das ist die Brückentechnologie für die Grundlast, die jetzt verbunden mit dem konsequenten Ausbau erneuerbarer Energie zum Zuge kommen muss.
Das muss allerdings mit dem Ausbau notwendiger Trassen und mit einer gezielten, auch finanziell nachhaltigen Förderung von Energiesparmaßnahmen kombiniert werden. Und, Kolleginnen und Kollegen, auch mit einer sozialverträglichen Gestaltung des Ausstiegs aus der Atomenergie für unsere Kolleginnen und Kollegen in den Kraftwerken. Dazu zähle ich und zählen wir als Organisation den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen, ebenso wie die Sicherung einer Arbeitsplatzperspektive in den jeweiligen Energieunternehmen und in der Energiebranche. Und ich sage das auch gerade hier in Essen, dem deutschen Zentrum der Energiewirtschaft, mit vielen betroffenen Kolleginnen und Kollegen. Es darf nicht sein, dass die Grossmanns dieser Welt sich die Taschen voll machen und die Kolleginnen und Kollegen die Zeche bezahlen müssen, Kolleginnen und Kollegen. Wir werden das tarifpolitisch und in der betrieblichen Auseinandersetzung regeln. Das ist das, was jetzt von uns aus in der Auseinandersetzung mit diesen Vorgängen in Japan ansteht und angesagt ist. Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen eine ökologische Dienstleistungs- und Industriepolitik. Wir müssen Energie einsparen, indem wir sie besser nutzen. Öffentliche Investitionen für den Klimaschutz und ökologisches Umsteuern in der Wirtschaft, das ist ein gigantisches Investitionsprogramm. Das nützt der Volkswirtschaft und es schafft neue Arbeitsplätze. Allein 900.000 Arbeitsplätze in den Dienstleistungen und 500.000 in der Industrie wird, so ein Gutachten von Roland Berger sogar, eine ökologische Dienstleistungs- und Industriepolitik schaffen können. Der ökologische Umbau der Wirtschaft steht nicht nur in Deutschland, sondern weltweit auf der Tagesordnung. Der Klimawandel ist nicht so spektakulär wie der Super-GAU. Er vollzieht sich langsamer über Jahrzehnte hinweg, aber er kennt keine Grenzen. Radioaktive Wolken lösen sich auf, Niederschlag verteilt sich. Aber klimaschädigende Gase, vergiftete Böden, verseuchtes Wasser und verdreckte Luft, sie führen weltweit in die Katastrophe. Darum brauchen wir endlich wirksame globale Abkommen, um der Erderwärmung und ihrer Ursache wirksam Einhalt zu gebieten und die Klimaerwärmung verhindern zu können. Dies geht nur, wenn es einen fairen Ausgleich zwischen den hochproduktiven und entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern gibt. Schon Willy Brandt hat gemahnt, dass die ungleiche und ungerechte Verteilung der Reichtümer dieser Welt das wesentliche Hindernis für eine globale Politik zum Schutz der Umwelt und eine nachhaltige Entwicklung ist. Die Gewerkschaften haben sich weltweit dem Kampf gegen Armut, Ausbeutung und soziale Ungerechtigkeit verschrieben. Gewerkschaften können und wollen es nicht zulassen, dass der Reichtum dieser Welt von mächtigen Konzernen, globalen Spekulanten, geldgierigen Potentaten und Diktatoren angeeignet wird, während Millionen Menschen Nahrung, Wasser und vor allem Bildung und Zukunft brauchen.